So, dann werden wir mal uns rantasten, allerdings nicht so. So, 2 Bogenschützen sind das. Haben wir Magie noch? Nimmer. Das heißt, wir müssen das ohne Magie machen. Aber wir. Können wir den einen rauslocken? Vielleicht verschissen sie ihre Munition. Oh, der hat getroffen. Ja, jetzt müssen wir doch mal uns irgendwas einfallen lassen. Und jetzt? Jetzt hätte ich schon was gemeint, jetzt ist ja die Munition ausgegangen. Aber scheinbar nicht. Und den können wir nicht rauslocken, der kommt nämlich nicht. So, das werden wir jetzt mal lohnen. Ich glaube, wenn wir einfach einstimmen, dann wird es wahrscheinlich die dümmste Idee sein. Das war's für dich, Penner. Das war die dümmste Idee. Tja, wir könnten uns eigentlich überhaupt nicht nähern. Magie haben wir keine. Außer wir schicken einen Schluffer. Können wir das denn machen? Den da hinten vielleicht? Schaut nicht so aus. Tja, das haben wir einfach nicht nahe genug dran, um den Schluffer zu schicken. So, jetzt haben wir zumindest hinter einer. Sie stehen da unten, gut, aber wir können wir da nicht frei ausrichten. Wo sind wir da? Ach, bei dem Jäger. Wir bräuchten unbedingt Spruchrollen. Vielleicht schauen wir mal beim Wirt dann noch. War das Orlan? Oder beim Magier hinten. Da Richtung Kloster. Da kann man nämlich auch noch schauen. So, genau, das war Orlan. Zeig mir deine Ware. Klar, Bruder des Rings. So, erstmal verkaufen wir unseren Schrott, und zwar den groben 2 hinter.
Schwerer Ast brauchen wir nicht. Gravierter Ring der Überseehändlergilde Araxos. Hat der was zu bedeuten? So, haben wir denn Lederrüstung? Brauchen wir Lederrüstung noch? Ja gut, lassen wir lieber mal drin. Nicht? Dann haben wir noch Goldbrocken, die brauchen wir nicht. Sumpfkraut brauchen wir auch nicht. Silberring. Knochen haben wir weg. So, passt das mal. Und Zaubersprüche hat der keine. Das heißt, Nichts zu plündern. nichts zu plündern. Das heißt, wir gehen jetzt zum Magier. Denn so weit ist es gar nicht. Gold haben wir nur, also dürfen wir den einen oder anderen Zauberspruch kriegen. Gut, der Herr müsste da drin sein. So, Iskarot. Hey, du. Zeig mir deine Ware. Okay, der hat im Angebot Feuerpfeil. Dann nehmen wir alle 5. Dann hat er Eispfeil. Nehmen wir auch alle. Feuerball nehmen wir auch. Feuergolem erwecken. Kann man auch machen. Das Gold haben wir ja. Goblin Skelett erschaffen, nehmen wir auch. Windfaust. Blitz nehmen wir. Und Windfaust. Ring der Erleuchtung. 1300 kostet er. Brauchen wir denn? Er hat zumindest Mana-Bonus plus 10 und Lebensenergie-Bonus plus 30. Was haben wir so viele Ringe? Ring der Gewandtheit. Geschicklichkeit. Ring der Astralkraft. Der hat Mana Bonus plus 10 und der hat genauso, also kann man den eigentlich verkaufen. Und den anderen holen. Okay. Möge Innos allzeit über dich wachen. Wenn es sein muss. Gut. Gehen wir wieder zurück zu den Banditen. Denn jetzt haben wir ja Arsenal an Magie dabei. Vielleicht legen wir dann gleich mit den Ring an. Ring des Wassers. Dann haben wir jetzt Stroh, den brauchen wir nicht zwingend. Den weg. Den legen wir an. Und dann haben wir damit gleich mal 30 mehr Lebenspunkte. So, und jetzt nehmen wir gleich wieder die Abkürzung da hinten. Zu die Banditen.
Kann man eigentlich gleich mal anlegen. Und zwar nehmen wir den Feuerpfeil. Der hat Schaden 25 und wahrscheinlich wird der Gegner brennen. So, nochmal schnell speichern. Dann wollen wir mal schauen, was die Herren dazu sagen.